بخیر هاتن پادکاستا کردی تبه. Willkommen beim Kurdiv Podcast. ایرو امی بچن پارزمینه که پر دور. Heute reisen wir auf einen sehr fernen Kontinent. امی بچن آسترالیای ولاتکی کج کردستان 10,000 کیلومتر دوره. Wir gehen nach Australien, ein Land, das 10.000 Kilometer von Kurdistan entfernt liegt. لی لور دناوا باجارین مزنده دنگ کردی تی بهیستن. Aber dort, mitten in den großen Städten, ist die kurdische Stimme zu hören. امی بحثا کردین کو لور دجین بکن. Wir sprechen über die Kurden, die dort leben. امی بحثا اسبیس کردی و نمازه ماموسته شاهین بکر سورکلی بکن. Wir sprechen über SBS Kurdisch und besonders über Lehrer Shahin Bekir Sorekli. آسترالیا پارزمینه که سر بخویه لباشور جیهانه. Australien ist ein eigenständiger Kontinent im Süden der Welt. جبو کردان او ولات دسپیکی ده پر نناس بو. Für die Kurden war dieses Land am Anfang sehr unbekannt. لی پشتی سالین شیستی چند زاروکین کردستان دست پیکرن بچن ور. Aber nach den 60er Jahren begannen einige Kinder Kurdistans, dorthin zu gehen. ایشی جباکور کردستان هاتن جوان جدیار بکر جمیردین. Zuerst kamen sie aus Nordkurdistan, aus Van, aus Diyarbakir, aus Mardin. وان لور کار پیدا کر. مالو جیانک نو آوا کرن. Sie fanden dort Arbeit. Sie bauten ein neues Zuhause und ein neues Leben auf. لی دلی وان هر لولیت بو. Aber ihr Herz war immer in der Heimat. سالین هفته و هشتهی ده کردین روژاوا و باشور جی دست پیکرن بچن آسترالیای. In den 70er und 80er Jahren begannen auch West- und Südkurden, nach Australien zu gehen. شرد ناوا عراق و ایران ده درکته بو. Zwischen dem Irak und dem Iran war Krieg ausgebrochen. صدام حسین ده سالا من لکسوس آن ده ایریشا حلب جه لسر کردان کر. Saddam Hussein griff im Jahr 1988 Halabja gegen die Kurden an. به هزاران کس هاتن کشتن. به 100,000 رویان. Tausende Menschen wurden getötet. Hunderttausende flohen. پر جوان بر به روژاوا و بر به اوروپای و آسترالیای و چون. Viele von ihnen gingen nach Westen, nach Europa und Australien. حکومتا آسترالیای درگه خواه جبو پنابرین کرد وکر. Die australische Regierung öffnete ihre Türen für kurdische Flüchtlinge. ده سال نوت و 2000 ده پیلک مزنتر هات. In den 90er und 2000er Jahren kam eine größere Welle. شر و ظلم لباکور کردستان هر دوم دکر. Krieg und Unterdrückung dauerten in Nordkurdistan an. هزاران کس شگوندین خوین شوتی دور کتن. Tausende Menschen wurden aus ihren verbrannten Dörfern vertrieben. پر جوان لوارگهین پنابریه ده بسالان درباس کرن. Viele von ihnen verbrachten Jahre in Flüchtlingslagern. پاشه حکومتا استرالیای وان وک پنابرین بفرمی قبول کر. Dann nahm die australische Regierung sie offiziell als Flüchtlinge auf. او وگهیشتن پارزمینه کنو جباو و کالان 10,000 کیلومتر دور. Sie erreichten einen neuen Kontinent, 10.000 Kilometer von ihren Vorfahren entfernt. ایرو لگور سرجمیریا سالا ایگمار سوسان 10,500 کس خو وک کرد دناسن لآسترالیای هنه. Heute identifizieren sich laut der Volkszählung von 2016 10.500 Menschen in Australien als Kurden. لی هجمارا راستین دبه کو زیدتر به چمکی پر کس خو وک سوریهی، ترکیهی، ایرانی آن ایراکی تومار دکن. Aber die wahre Zahl könnte höher sein, weil viele Menschen sich als Syrer, Türken, Iraner oder Iraker registrieren.
ew bi piranî li du bajarên mezin dijîn, Sydney û Melbourne. Sie leben hauptsächlich in zwei großen Städten, Sydney und Melbourne. Li Sydney, taxa Liverpool jiyana Kurdan a herî zindî ye. In Sydney ist das Viertel Liverpool das lebendigste kurdische Leben. Li Melbourne jî herêma Epping cihê Kurdanê herî naskirî ye. In Melbourne ist das Gebiet Epping der bekannteste Ort der Kurden. Li van her du taxan dukan, xwaringeh û dêrên Kurdan hene. In diesen beiden Vierteln gibt es kurdische Geschäfte, Restaurants und Versammlungsorte. Hûn dikarin bi kurmancî diyarî bistînin, bi kurmancî nan bikirin, bi kurmancî bipirsin. Rewşa te çawa ye? Sie können auf Kurmandschi Geschenke empfangen, auf Kurmandschi Brot kaufen, auf Kurmandschi fragen, wie geht es dir? Civaka Kurda Avustralyayê her sal Newrozê pîroz dike. Die kurdische Gemeinschaft Australiens feiert jedes Jahr Newroz. Newroz ne tenê sersala Kurdan e, ji bo wan, ew rojeke ku Kurdistan tîne bîra wan. Newroz ist nicht nur das kurdische Neujahr, für sie ist es ein Tag, der ihnen Kurdistan in Erinnerung ruft. Bavên xwe, dayîkên xwe, gundên xwe yên winda, Newroz hemûyan tîne bîra wan. Ihre Väter, ihre Mütter, ihre verlorenen Dörfer, Newroz bringt sie alle in Erinnerung. Di sala 2012 de çara yekem Newroz li Parlamentoya New South Wales hat pîrozkirin. Im Jahr 2019 wurde Newroz erstmals im Parlament von New South Wales gefeiert. Wê demê Anthony Albanese, yê ku îro Serokwezîrê Avustralyayê ye got, Kurdên Avustralyayê parçeyek girîng ji vê civakê ne. Damals sagte Anthony Albanese, der heute Premierminister Australiens ist, die Kurden Australiens sind ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Ev bibû bûyereke dîrokî ji bo vê civakê. Dies wurde zu einem historischen Ereignis für diese Gemeinschaft. Di sala 2023 de İsmet Tastan Kurdekî ji Partiya Greens. Im Jahr 2023 kandidierte Ismet Tastan, ein Kurde von der Partei der Grünen, für das Parlament von New South Wales. Xwe ji bo Parlamentoya New South Wales pêşkêş kir. Dies war das erste Mal, dass ein Kurde Parlamentarier in Australien werden wollte. Ev cara yekem bû ku Kurdek dixwest bibe parlamenter li Avustralyayê. Mehrere kurdische Organisationen wurden dort gegründet. Çendîn rêxistinên Kurd li wir hatine damezrandin. Das Kurdish Community Center in Sydney bietet Kindern Kurdischunterricht an. Kurdish Community Center li Sydney dersên zimanê Kurdî dide zarokan. Die Kurdish Lobby Australia verteidigt die Rechte der Kurden im Parlament. Kurdish Lobby Australia jî mafên Kurdan li parlamentoyê diparêze. Aber eine Organisation ist älter als alle anderen, und ihre Stimme ist in jedem Haus zu hören. Lê yek rêxistin ji hemûyan kevintir e û dengê wê di her malê de tê bihîstin. Das ist das SBS Kurdisch Radio. Ew radyoya SBS Kurdî ye. SBS, die Abkürzung für Special Broadcasting Service, ist ein offizielles vielsprachiges Radio und Fernsehen in Australien. SBS, kurtenavê Special Broadcasting Service e, radyoyek û televizyonek fermî ya pir zimanî ye li Avustralyayê. Weil Australien ein multikulturelles Land ist, wollte seine Regierung alle Sprachen hören. Ji ber ku Avustralya welatekî pir çandî ye, hikûmeta wî welatî dixwest hemû zaravayan bibihîze. Deshalb sendet SBS in mehr als 150 Sprachen, auf Arabisch, Türkisch, Chinesisch, Griechisch und auch Kurdisch. Loma SBS bi zêdetirî 105 zimanan weşan dike bi Erebî, Tirkî, Çînî, Yunanî û Kurdî jî. Die kurdische Abteilung wurde im Jahr 1984 gegründet.
Reşa Kurdî di sala min li Qus û Wesîn cer'an de hate damezrandin. Sie sendet jede Woche auf Kurmandschi und Sorani, donnerstags und sonntags. Ew her hefte bi kurmancî û soranî weşana xwe dike, pênçşeman û yekşeman. Sie können auf SBS Radio 2 hören oder auf der Webseite sbs.com.au. Hûn dikarin guhdarî bikin li ser SBS Radio Gu, an jî li ser malpera sbs.com.au. Derjenige, der SBS Kurdisch gründete, seine erste Person und sein Leiter, war Lehrer Shahin Bekir Zorekli. Yê ku SBS Kurdî damezrand, kesê wê yê yekem û rêberê wê Mamoste Şahin Bekir Soreklî bû. Lehrer Zorekli ist unter uns Kurden eine der wichtigsten Personen in der Diaspora. Mamoste Soreklî di nav me Kurdan de yek ji wan kesên herî girîng e li diasporayê. Jahrelang war seine Stimme im Radio zu hören. Seine Bücher wurden in kurdischen Häusern gelesen. Bi salan dengê wî di radyoyê de hat bihîstin. Pirtûkên wî di malên Kurdan de hatin xwendin. Lassen Sie uns über sein Leben sprechen. Ka em behsa jiyana wî bikin. Lehrer Shahin Bekir Zorekli wurde im Jahr 1946 im Dorf Metzre bei Kobani geboren. Mamoste Şahin Bekir Soreklî di sala 1940 de li gundê Mezrê ya Kobaniyê hatiye dinyayê. Kobani, eine kleine, aber ehrwürdige Stadt in Westkurdistan. Kobanê bajarê piçûk lê bi rûmet e li Rojavayê Kurdistanê. Shahin Bekir Zorekli wuchs als Kind im Dorf auf. Er absolvierte seine Ausbildung an arabischen Schulen, aber zu Hause sprach er Kurmandschi. Şahin Bekir Soreklî di zarokatiya xwe de li gund mezin bû. Li dibistanên erebî xwendina xwe pêk anî, lê li mal bi kurmancî dipeyivî. Wie viele syrische Kurden sah er am Anfang keine kurdische Schule. Wek pir Kurdên Sûriyê, di destpêkê de tu dibistana Kurdî nedî. Aber Lehrer Zorekli vergaß die Muttersprache nie. Lê Mamoste Soreklî zimanê dayîkê hew ji bîr nekir. Dies sieht man in seinem Leben und im Leben vieler anderer Kurden als: Unsere Sprache ist unsere Ehre. Ev yek di jiyana wî û gelek Kurdên din da wekî, zimanê me, namûsa me ye têdîtin. Im Jahr 1965 verließ Lehrer Zorekli Syrien. Di sala 1940 de Mamoste Soreklî ji Sûriyê derket. Zuerst ging er nach Österreich, dort blieb er ein Jahr. Pêşî çû Awstriyayê li wir bi salekê ma. Dann ging er nach Deutschland. Von dort aus erreichte er per Schiff im Jahr 1968 Australien. Paşê çû Almanyayê. Ji wir bi keştî di sala 1930 de gihîşt Awstralyayê. Damals war Australien für ihn ein sehr unbekanntes Land. Er kannte dort keinen einzigen Kurden. Wê demê Awstralya welatekî ji bo wî pir nenas bû. Tu Kurdekê li wir nas nedikir. Aber er begann ein neues Leben. Lê wî dest bi jiyaneke nû kir. Er ließ sich in Sydney nieder und begann das Universitätsstudium. Li Sydney bicî bû û dest bi xwendina zanîngehê kir. Im Jahr 1977 schloss er an der Macquarie Universität in Sydney ab. Di sala 1970 de ji zanîngeha Macquarieya Sydney mezûn bû. Er erhielt seine Abschlüsse in Pädagogik und Journalismus. Wî bawernameyên xwe yên perwerdê û rojnamevaniyê standin. Danach wurde er Lehrer an den staatlichen Schulen von New South Wales. Piştî vê bû mamosteyê dibistanên dewleta New South Wales. Von 1978 bis 2004 unterrichtete er jahrelang australische Kinder aus Flüchtlingsfamilien in Sprachen. Ji 1970 heta 2004 bi salan zarokên Awstralyayî yên ji binemalên penaberan fêrî zimanan kir.
Aber auf der anderen Seite begann er auch mit der Arbeit für die kurdische Gemeinschaft. لێ لە عالیێ دن دەست بە خەباتا civaka Kurd jî kir. Im Jahr 1979 gründete Lehrer Sorekli die erste kurdische Organisation Australiens. Di sala 1939 de mamoste Sorekli yekem rêxistina Kurdiya Avustralyayê damezrand. Damals gab es vielleicht nur 500 Kurden im ganzen Land. Wê demê dibe ku tenê 500 Kurd li hemû welat hebûn. Aber er erkannte, dass ein Zuhause nötig war, ein Ort, an dem sich Kurden versammeln können. Lê wî dît ku pêdivî bi malekê heye cîhek ku têde Kurd bi hev re bicivin. Dies wurde der offizielle Beginn der kurdischen Gemeinschaft Australiens. Ev bibû destpêka civaka Kurd a Avustralyayê ya bi fermî. In den Jahren 1982 bis 83 begann Lehrer Sorekli das erste kurdische Radioprogramm in Australien. Di salên 1939 de mamoste Sorekli dest bi yekem bernameya radyoyê ya Kurdî kir li Avustralyayê. Dieses Programm lief auf dem Bürgerradio 2 FM Sydney. Ev bername li ser radyoya komunal Xer FM Sydney bû. Jede Woche eine Stunde auf Kurmandschi und Englisch sendete er. Her hefte dejmêrekê bi Kurmancî û bi İngilîzî weşanê dikir. Dies war ein kleines Experiment, aber es öffnete ihm einen größeren Weg. Ev ezmûnek biçûk bû, lê belê rêyeke mezintir li ber wî vekir. Im Jahr 1984 entschied die australische Regierung, dass SBS auch auf Kurdisch senden sollte. Di sala 1990 de hikûmeta Avustralyayê biryar da ku SBS bi Kurdî jî weşanê bike. Lehrer Sorekli wurde Editing Producer, also Leiter der kurdischen Abteilung. Mamoste Sorekli bû Editing Producer, yani serperiştarê beşa Kurdî. Von jenem Tag bis zum Jahr 2015, 31 Jahre lang, war er die Stimme von SBS Kurdisch. Ji wê rojê heta sala 2015 li 31 salan ew dengê SBS Kurdî bû. 31 Jahre! Stellen Sie sich vor, in dieser Zeit haben Millionen Kurden Australiens und des Asien-Pazifik-Raums seine Stimme gehört. 31 sal fikirin di vê demê de milyonan ji Kurdên Avustralyayê û Asya Pasîfîkê dengê wî bihîstine. Nachrichten, Informationen, Interviews, Literatur, alles wurde auf Kurmandschi gesprochen. Mizgînî, agahî, hevpeyvîn, edebiyat hemû bi Kurmancî hatin gotin. Aber Lehrer Sorekli war nicht nur eine Radiostimme. Lê mamoste Sorekli tenê dengê radyoyek nebû. Er ist auch ein großer Kurmandschi-Schriftsteller, einer jener Schriftsteller, die die Kurmandschi-Sprache in der Diaspora am Leben hielten. Ew nivîskarekî mezinê Kurmancî jî, yek ji wan nivîskarên ku zimanê Kurmancî di diasporayê de zindî hiştin. Sein erster Roman, Vendabon, erschien im Jahr 1987. Romana wî ya yekem, Wendabûn, di sala 1970 de derket. Dieser Roman handelt von einem Kurden, der seine Heimat verlassen hat und sich in der Ferne verliert. Ev roman behsa Kurdek dike ku ji welê dûr ketiye û li dûriyê xwe winda dike. Sein Thema, ohne Heimat, ohne Sprache, ohne Adresse, war für alle Kurden der Diaspora wertvoll. Tema wê bê welatî, bê ziman, bê navnîşan ji bo hemû Kurdên diasporayê hêja bû. Nach Vendabun veröffentlichte Lehrer Sorekli im Jahr 1990 seine Gedichtsammlung Jana Heft Salan. Piştî Wendabûn, mamoste Soreklî dîwana xwe ya helbestê Cana Heft Salan di salsa 1990 de derxist. Im Jahr 2006 druckte er seinen anderen Roman Vega. Di sala 2010 de romana din Veger çap kir.
Vega, also Rückkehr, handelt von der Sehnsucht nach der Rückkehr in die Heimat. Veger, yani vegerîn behsa hesreta vegera welêt dike. Im Jahr 2019 2 weitere Bücher, Destana Derese FDI und Helbestenci Dil. Di sala 2019 de du pirtûkên din Destana Dewrêşê Evdî û Helbestên ji Dil. Er hat auch mehrere Geschichtensammlungen geschrieben, wie 55 Geschichten aus 38 Jahren. Wî her wiha çendîn komên çîrokan jî nivîsîne, wek 55 çîrokên 38 salan. Viele Bücher und Artikel des Lehrers existieren. Gelek pirtûk û gotarên mamoste hene. Eines seiner berühmtesten Gedichte ist Die Projekte, Mutter, ein Tag wird kommen. Yek ji helbestên wî yên herî navdar dayê Projektê ye. Das Gedicht spricht davon, ein Tag wird kommen, an dem Kinder vor der Tür ihrer Mutter aufsitzen und in die Heimat zurückkehren. Helbest qala vê dike, rojek tê ku zarok li ber dergehê diya xwe swar dikevin ve digerin welêt. Dieses Gedicht wurde später zu einem Lied. Heute wird es in der gesamten Diaspora, für Nyros, für Versammlungen, für Gäste gesungen. Ev helbest paşê bû stran, îro li seranserê diasporayê ji bo Newrozê, ji bo civînan, ji bo mêvanan tê gotin. Von Australien bis Deutschland, von Stockholm bis Toronto. Die Projekte ist ein Lied, das jeder Kurde kennt. Ji Avustralyayê heta Almanyayê, ji Stockholmê heta Torontoyê, dayê rojek tê straneke ku her Kurdek dizane. Im Jahr 2015 ging Lehrer Sorekli bei SBS Kurdisch in den Ruhestand. Di sala 2010 de, mamoste Sorekli ji SBS Kurdî xanenîşîn bû. 31 Jahre, in einer einzigen Tätigkeit, wie viele Menschen könnten das schaffen? Sehr wenige. 31 sal di yek karekî de pir kes karibûna pêk bînin, pir kêm. Aber er gab alles für die kurdische Sprache. Seine Stimme, seine Zeit und sein Leben. Lê wî her tişt ji bo zimanê Kurdî da, dengê xwe, dema xwe û jiyana xwe. Nach dem Ruhestand legte er sich nicht zur Ruhe. Er schreibt immer noch. Er gibt immer noch Interviews. Piştî xanenîşîniyê ew neket rihetiyê, hîn jî dinivîse, hîn jî hevpeyvînan dide. Er hat immer noch die Hoffnung, dass die kurdische Jugend Australiens die Muttersprache lernt. Hîn jî hêviya wî heye ku xortên Kurd ên Avustralyayê zimanê dayîkê fêr bibin. Lehrer pflegte zu sagen, wir sind weit weg, aber unser Herz ist in Kurdistan. Mamoste digot, em li dûrin lê dilê me li Kurdistanê ye. Er wusste gut, dass die Diaspora schwierig ist. Ew baş dizanibû ku diaspora dijwar e. Die Kinder, die in Australien geboren wurden, Englisch war ihre erste Sprache. Zarokên ku li Avustralyayê ji dayîk dibûn, İngilîzî zimanê wan ê yekem bû. Aber er sagte immer, wenn unsere Sprache existiert, existieren wir. Wenn unsere Sprache nicht bleibt, bleiben auch wir nicht. Lê wî her got, ger zimanê me hebe em mayîne, ger zimanê me nemîne, em jî namînin. Dieses Wort ist zu seinem wichtigsten Vermächtnis geworden. Ev gotin bûye mîrata wî ya herî girîng. Heute beginnt in Sydney und Melbourne eine neue Generation, Kurdisch zu sprechen. Îro li Sydney û li Melbourne ji nifşek nû dest pê dike ku bi Kurdî biaxive. Kinder, die nicht einmal ihre angestammten Städte um Kobani gesehen haben. Zarokên ku heta bajarên xwe yên hatî Kobaniyê jî nedîtine. Aber dank Lehrer Sorekli und seiner Generation ist die Sprache der Vorfahren dort immer noch lebendig. Lê ji ber mamoste Soreklî û nifşa wî, zimanê bav û kalan li wir, hîn jî zindî ye. Die Geschichte der Kurden Australiens lehrt uns. Çîroka Kurdên Avustralyayê fêrî me dike,
Heimat ist nicht nur Land. Heimat ist Sprache, Kultur, Erinnerung. Welat ne tenê erd e. Welat ziman e, çand e, bîranîn e. Von Kobani bis Sydney, von Diyarbakır bis Melbourne, wenn unsere Sprache existiert, erreichen wir einander. Ji Kobaniyê heta Sydneyê, ji Diyarbekir heta Melbourneê, eger zimanê me hebe, em digihîjin hev. Lehrer Sorekli bewies dies mit allem in seinem Leben. Mamoste Soreklî vê yekê her tiştî bi jiyana xwe îsbat kir. Allein ohne die Hilfe einer Regierung baute er ein Radio, eine Organisation und eine Literatur auf. Wî bi tena kesekî bê alîkariya hikûmetekê, radyoyek, rêxistinek û edebiyatek ava kir. Das ist es, der kurdische Wille, der keine Grenze kennt. Ev e îradeya Kurdî ya ku tu sînorî nas nake. Vielen Dank fürs Zuhören. Spas ji bo guhdarîkirinê. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie und unterstützen Sie uns. Eger we ji vê podcastê hez kiribe, bibin abone û piştgiriya me bikin. Im nächsten Podcast werden wir in ein anderes Land der Diaspora reisen. Di podcasta din de em ê biçin welatekî din ji diasporayê. Bis dahin bleiben Sie gesund und erfolgreich. Etanî hingê sax û serfiraz bimînin. Unsere Heimat ist unsere Sprache.